Zeig deinem Schatz, wie gern du ihn hast. Mit den feinen Herdöpfelblümchen, natürlich mit Herdöpfelgewürz, das ist klar. Und wie man das macht, siehst du jetzt gerade. Ist das alles? Ja, ich habe wirklich kontrolliert. Ich habe selber das Gefühl, ich vergesse die Hälfte. Aber weißt, Es sind irgendwie 2, 4, 6, 7 Herdöpfel. also die Menge ist nicht unbedingt. Das ist jetzt für 2 Personen. Das ist für uns, ja, genau. Für uns 2. Ja. Dann haben wir Olivenöl, ein bisschen Parmesan. Und da macht es aus. Man braucht gar nicht so viel Zutaten. Habt ihr gesehen? 2 Steuer, ein paar Herdöpfel, Patrizia in der Küche und schon läuft's. Ja, und dann haben wir es. Dürften wir noch ganz etwas abfragen, bevor wir anfangen zu köcheln? Ja, ja. Hä? Ist Machen wir? super, sicher. Gebt uns doch auf das Video gerade jetzt schnell da unten ein Däumchen nach oben. Sonst vergessen ihr das wieder, wenn ihr sehen am Schluss beim Essen. Ist gut. Danke vielmals. Das ist nett. Ciao. Bis nachher. Du bleibst da. Tschüss. Genau. Ciao, ciao. Echt wenige Zutaten. Mein Ofen habe ich eingeschaltet, habe bei mir 200 Grad Umluft gemacht. Je nachdem mache ich nachher ein bisschen Oberhitze noch. Es geht auch sehr schnell Zubereitung und nachher, als wenn die Rose im Ofen sind, haben wir auch Zeit zum Aufräumen und nachher kann man nur genießen. Es ist wirklich ein super Rezept. Ich fange an, nachdem ich den Ofen eingeschaltet habe. Ich bereite hier meine Muffinform. Mache da ein bisschen Olivenöl. Könnt ihr natürlich auch mit Butter machen, mit Kokosfett. Machen wir das gut, weil es wäre schade, wenn nachher die Herdöpfel hier kleben bleiben. Wir wollen das nachher schön so als Blume hier rauskommen. Und die sieht bei uns vielleicht ein bisschen leer auf dem Teller. Das wäre so eine Idee für eine Beilage. Oder man kann das auch wie so Körbchen machen und nachher mit etwas anderes füllen. Das ist auch die Idee. Wäre auch etwas. Wir machen einfach nur die Blume. So, habe ich hier parat. Sehr gut. Das kann ich dort beiseite lassen. Herdöpfel muss ich schälen. Ich habe für dieses Rezept fest kochende genommen. So. Ist fast so weit. Nun, sind geschält. Jetzt muss ich die entweder ganz schmal schneiden oder ich nehme hier diesen Teil von der Raffel ohne viel Kraftaufwand. Je mehr Kraft ich hier investiere, desto dicker werden sie. Ich mache die wirklich nur so. Das ist das Rezept, das ist wie Basteln nachher. Es gibt nicht viel zum Kochen, es ist wirklich mehr Basteln. So, alle hier nehmen. Also es ist teilweise vom Vorteil für dieses Rezept, wenn man größere Herdöpfel hat. Wenn sie eben größer sind, dann kann man wirklich gut übereinander, ich werde mit meinen hier nicht können, aber es gibt einen Trick, übereinander und dann fängt man an so rollen. Meine sind wirklich sehr klein. Also gibt die andere Variante. Ich stelle die gerade da drauf. Und zwar so. Wie kann ich das jetzt zeigen, dass du gut siehst? Am Rand so. Am Anfang muss ich heben. Wie gesagt, meine sind klein. Dann mache ich so stehend. So und so. Es gibt nachher Blumen. Es ist wie so am Anfang vom Frühling. Man glaubt fast nicht. Von dem Grau, von dem Trocken, vom Winter, dann glaubt man fast nicht, dass wieder Frühling wird. Aber es wird. Und hier ist ein bisschen auch so. Es wird irgendwann eine Herdöpfelblume. Es ist nur wichtig, man macht die wirklich so eine und dann die andere über den anderen. Weißt du, wie ich meine? So. Nicht einfach 4 auf dieser Seite oder 5 auf dieser Seite. Dann gibt es so etwas Eckiges. Und wir wollen Blumen. Also dann mache ich hier in die Mitte dann die kleinere. Man sieht schon fast eine Blume hier. Man könnte fast so erahnen, dass mal etwas so entsteht. Genau. Ich mache das jetzt mit allem, was ich habe hier. Wie immer bei uns, die Menge für die Rezepte findest du da unten in der Beschreibung. Ich mache hier immer ein bisschen anders, weil wir wollen nicht, dass Reste oder zu viele Reste gibt. Ich mache nur so viel, dass wir auch selber essen. Das hier mache ich jetzt mit allen Herdöpfelscheiben, bis ich keine Herdöpfel mehr habe, bis alle Förmchen vorbereitet sind. Und dann machen wir weiter. Die letzte, und die Menge ist nicht schlecht. Also die Hai, wenn man vielleicht so 2 so Förmchen hat oder welche mit 12, so, dann machen wir gerade mehr, logisch. Sonst kann man auch mit so einzelnen Förmchen machen. Ich fülle hier noch die kleinen. Jetzt kommt der Käse. Also der Käse hat hier eigentlich 2 Gründe, oder? Er bindet das Ganze ein bisschen zusammen. Es ist zwar Parmesan, schmilzt nicht wahnsinnig viel, aber es bindet trotzdem.
Und es gibt Geschmack, eine Kruste, das haben wir auch gern. Es ist wichtig, dass die Herdöpfel wirklich dünn geschnitten sind oder wie hier geraffelt. Sonst verbrennen sie, bevor sie gar werden. Oder? Da wie eine Blume. Nochmal zeige ich es immer wieder. Eine Herdöpfel so, wieder eine und nicht einfach 4, 5 auf einmal. Dann sieht man wie eine Blume. Jetzt sieht man weniger gut hier mit dem Käse. Ich glaube sogar noch ein bisschen Käse von da. Aber nachher sieht man wieder wie eine Blume aus. Wenn wir Glück haben, wenn wir das aus dem Förmchen wegkriegen. Und hier wäre eben, wenn ich jetzt zum Beispiel Speckwürfel hätte, könnte ich hier noch dazu geben. Oder ich hätte können gleich, und das geht am besten mit wirklich größeren Herdöpfeln, dass ich gleich die Herdöpfel so nehme, die Scheibe, und außerhalb mit einem Specktranche dann umwickeln quasi, oder? Blumen bereit. Jetzt kommt das, was man natürlich nicht vergessen kann. Ich habe keinen Speck, also habe überhaupt kein Salz hier. Dann darf ich genug Herdöpfelgewürz dazu geben. Und noch ein bisschen Stickhuspfeffer. Mache ich vielleicht so 3 mit Pfeffer und die anderen 3 ohne. Dann kann man verschiedene probieren. Und jetzt kommt das schön in den Ofen, bis sie goldig sind. In der Zwischenzeit werde ich hier alles aufräumen und sobald sie gut sind, kann man auch probieren. So, bei mir war der Ofen am Anfang, ich glaube, zu heiß. Ich habe dann umgestellt, habe nur 180 gemacht und gegen Schluss sogar nur unter Hitze, weil sie haben schon angefangen zu goldig zu sein. Da sind unsere Blumen und vielleicht ist Glück, vielleicht ist auch Können. Siehst, die lösen sich schon wunderbar hier aus dem Rand, fast ganz. Das heißt, ich nehme sie jetzt, es kommt richtig Wasser jetzt im Mund. Ich nehme das jetzt so aus diesem Form, lege ich schön auf den Teller, hole die Stedi, wir probieren den zusammen. Das ist hier ein kritischer Moment. Oh ja, aber es hat funktioniert. Siehst du? Einigermaßen so. Da haben wir eine Blume. Machen wir so 2, 3 Blumen, gell, zum Probieren. Einfach so erst hier am Rand lösen. Hörst du, wie knusprig es ist? Und so müssen sie sein. Sie sollen eben durch sein, aber auch knusprig. Und da haben wir. Ich höre schon jemand klopfen. Er kommt schon zum Probieren. Wow. Also ich habe die 3 Blümchen. Schaut mal das an, ewige Liebe. He? Geil, Blumen für dich. Yeah. Ist das nicht schön? Ist das Nicht nicht nett? Alpenrosen machen wir nicht, sondern Herdöpfelrosen. Herdöpfelblümchen, hey, sieht wirklich fantastisch Die Frage aus. ist, wie würde man das essen? Oder ich habe vorher gesagt, man kann das natürlich als Beilage machen. So Oder? schön Dann wäre zu das schön so zeigen. nebendran. Und noch was dazu. Wir haben jetzt nur die Blümchen. Aber meinst du, sind die gut? Ich hoffe es. Also da haben wir 2 mit Stickhuspfeffer und die ohne. Ich habe so 3 nur zum Probieren. Okay, Aber du und kannst noch Stickhuspfeffer Wo hat es auf denn alle. Herdöpfelgewürz drauf? Auf alle, logisch. Überall auf den Herdöpfeln Herdöpfel. gehört Herdöpfelgewürz Jawohl. drauf. Also die finde ich, kann man auch gut so von Hand essen. Meinst du, immer eher so? Kann man auch Oh, einfach schau so mal. nur so eine Blumendings nehmen und probieren. Man hört, es ist knusprig. Hört Ich man? hoffe, du hast es gehört. Ich habe hier gehört nebendran. Es ist knusprig. Und wie gesagt, bei mir habe ich den Ofen nachher ein bisschen weniger Power geben, damit sie auch noch gar werden. Und auch von unten noch kochen, oder? Sieht fast Wir haben schade mit rohen aus. Herdöpfeln gemacht und deswegen. Man hört, gell? Es ist knusprig. Ist wahrscheinlich noch heiß auch. Gut an. Und der Käse ist aufgeschmolzen. Und da ist das. Vielen Dank. Nochmal, Danke vielmals. würde ich sagen, fürs Dabeisein. Nicht vergessen, das Video liken. Sie wird nach Anzahl Likes gezahlt. Oh, wenn dann ihr nicht liken. Abonnieren, ein Glöckchen Und aktivieren. auf jeden Fall nächste Woche wieder dabei sein Das wäre schön, ja. zum Stedig Gewürzkochshow mit der Patricia. Genau. Bis Tschüss nächstes Mal. zusammen. Ciao, ciao. Wow, es sieht so schön aus. Gell?